als Propositionen, die wir als ADR machen, sind die ausgelegt. Das wird vielleicht aus. Da haben wir eine Reihe von 4 Bemerkungen, die wir hier sagen, ob wir als das Pensionssystem hier am Land vorstellen, und auf was für Prinzipien das Pensionssystem auch in Zukunft muss beruhen. Das ist, dass das für uns das Pensionssystem muss weiter Solidaritätsprinzip zwischen den Generationen auf dem Repräsentationsmodell sogenannten Umlehrverfahren, die wir haben, auch in Zukunft bestehen bleiben muss. Das zweite Prinzip, das wir beibehalten wollen, ist, dass das Pensionssystem muss ersten Pilier beruhen. An den ersten Pilier muss jeder einen dezenten Lebensort garantieren. Wir gehen nicht dagegen, wenn du dann neben betrieblich oder persönlich Zusatzpensionen kommen. Ein drittes Prinzip ist, dass all Decisionen, die geholt werden in Zukunft am Pensionssystem, sowohl für den privaten wie den öffentlichen Sektor müssen gelten. Es darf nicht mehr vorkommen, dass irgendwie 2 verschiedene Decisionen geholt werden. Vom 1. Januar 1999 an haben wir, wie gesagt, ein Pensionssystem und das muss auch strikt so bleiben. 4. Prinzip ist, dass Kotisationen am Privatsektor müssen auf 3-mal 1/3 festgehalten werden. Das heißt, auch wenn in Zukunft eine Kotisationserhöhung kommen, muss das immer im Prinzip vom Drittel bleiben. Salarié, Patron, Staat, jeder in derselben Undeel haben. Es können doch nicht zu Kürzungen für Leute, die schon an der Pension sind. Und da machen wir einen Propos, dass Mindestreserve, wir haben an unserem Gesetz, am Regime General stehen, dass die Reserve nicht dürfen in 1,5 Mal Jahresdepensen fallen. Wir hatten bis 1993, meine ich, war es auch ein Plafond durchstehen. Und zwar stand dran, die Reserven dürften nicht in 1,5, aber sie dürfen auch nicht über 2,5 Mal Jahresdepensen gehen. Das heißt also, wenn wir heute als Gedanken machen, bei 3,7 Mal Jahresdepensen, dass sie nicht langfristig aufgesichert sind, sollten nach bis 24 Jahren derzeit die Reserven dürfen sogar nicht über 2,5 Mal gehen. Wir sind aber der Meinung, dass es gut wäre, wenn wir am Gesetz das Minimum von 1,5 auf 2,5 herabsetzen. Aber für nicht, dass die Leute mengen, sie können dann so lange warten, weil dann, als es zu spät, proposieren wir für die Mindestreserve von 1,5 auf 2,5 Mal Jahresdepensen herabzusetzen und dann haben die politisch Responsablen auch dazu zwingen, echt müssen zu reagieren. Für uns wichtig, das wollen wir immer erinnern, dass das Erziehungsgeld, was wir wollten, affären, es kann nicht wohl so, immer die Schwätztei für Pensionssystem wie lange aufzusichern, und stellt da eine Forderung. Aber die Forderung heißt immer der Meinung, dass die dem Staat unter dem Strich Geld an Käse bringen, wenn der Erziehungsgeld so angefordert wird, wie wir es proposiert, nämlich statt den Check Servicen, die und Eltern ausbezahlt gehen, wenn auch der Mann oder der Pap, die kann man erzählen, du heimisch die Checkservice kriegt, und wir obligiert aber von dem Checkservice eine Kotisation zu bezahlen an Pensionskäse, für das durch die Frau sich auch keine eigene Pensionskarriere aufbauen, da gibt es mal der Pensionskäse an einer ersten Phase mehr Gelder an Pensionen ranbringen, an Richtung langfristig kiffen sie und Depensen kommen. Wir machen dafür am Anfang auch nehmen an diesem Zeitpunkt 2 Konkretpropositionen. 2 Konkretpropositionen, die erst aus dem Antrittsalter an Pensionen. Wir wissen, dass wir als Lützburg Leute tun, die können mit 55, 57, 60 Jahren schon an Pension gehen, wenn sie eine Reihe von Konditionen erfüllen, die in der Regel an den Kotisationsjahren hängen. Mit 65 Jahren muss ich am Prinzip an Pension gehen. Für im Alter von 65 Jahren habe ich das andere gesehen, wir nicht an. Dafür sollen wir auch der Pensionsalter von 65 Jahren soll bleiben, weil wir könnten die Mehrheit Lützburg auf 80 Jahre abhängen, das gibt nicht in der Situation ändern,
Lützburger gehen nicht mit 65 Jahren an Pension, die gehen alle so frei an Pension an der Regel, wenn sie gehen, das ist mit 55, 57 als 60 Jahren. Was wir proposieren, dass die 3 anderen Pensionsalter, die von 55, 57 als 60 Jahre von 2015 und all Jahres im Monat zu haben, und da die wird 12 Jahre bis an den Jahrgang dann von 2026. Das heißt, 2015 muss den Hautkammer 57 Jahre an Pension gehen, muss 57 an E-Monat tun, dem hat 55 Jahre an Pension gehen, muss 55 Jahre an E-Monat tun, an dem hat 60 muss 60 an E-Monat tun. Und das geht all Jahres E-Monat an Lot, für das man dann am Jahr, wie gesagt, 2026 für dann den Alter von 55 Jahren 56, den von 57 für den 50 an den von 60, den wir 61 Jahre. Für was haben wir gesagt 2015, wir einerseits für das den Leute, die betroffen sind, auch können darüber erstellen, dass die weiß, den 2015 an Pension geht, dass der muss im Monat mehr lang schaffen. Aber auch weil wir so, es kann nicht sein, dass der Pensionsalter abgesagt gehen und dass auf der anderen Seite Betriebe aber keine Leute beschäftigen, die mehr alt sind. Und dafür setzen wir das in eine Kondition. Und die Kondition ist, dass man die Betriebe bis dahin einen Pakt auch kann nachvollziehbar, ein Pakt kann dezidiert gehen, den noch die Betriebe als können beweisen, dass sie auch bereit sind, Leute mehr lang zu beschäftigen. Die zweite Maßnahme, das ist ein degressiven Ajustement, den wir proposieren. Und zwar in der Optik, wie der Staatsminister das gesagt hat, dass die Breitschilder können mehr drohen wie die Schmulschilder. Wir proposieren ein degressives System, wo man mit dem Echelon von der Mindestpension ausmacht. Mindestpension beträgt am Blick 1576 €. Wir sollen alle Menschen, die die Tranche von der Mindestpension kriegen, sein Ajustement integral bezahlt. An der zweiten Tranche vom ersten bis den zweiten Mindestpension auf der Tranche gehen 10% vom Ajustement gekürzt. Vom zweiten auf den dritten Mindestpension an der Tranche gehen 20% vom Ajustement gekürzt. Bei 40, 40, an 5, 60, bei 6 mal 80%, an was über 6 mal die Mindestpension bedeutet, gibt es überhaupt kein Ajustement. Es sind also 2 konkrete Maßnahmen, die wir proposieren. Einerseits, wie gesagt, Pensionsalter EU zu erhöhen, bei 55, 57, als 60 Jahre an einen degressiven Ajustement zu machen. Man kann sich vorstellen, was bringen die 2 Maßnahmen? Wir haben ganz viel gerechnet an den letzten Wochen, weil es dann nicht so einfach ist, das zu rechnen. Wir können also nicht mehr mit Moyenne fahren, kann nicht mehr gucken, wie viele Leute gehen Haut an Pension, was als die Durchschnittspension Haut, was als ein Ajustement Haut, das weiß kein, ob über die 16 Jahre, wo das lebt, echt Ajustement, ob die immer 2% sind, ob sie mehr sind oder ob sie Männer sind. Wir haben also mit Moyennen da gerechnet, aber dann kommt, dass die 2 Maßnahmen zusammen, Sektor Privé und Sektor Publik, ungefähr 2 Milliarden € geben Ersparnis an den Pensionskassen bis 2026 bringen. Wir mengen, dass den als Partei muss Responsabilität überholen. Wir wissen noch, dass nicht Leute sind, dass die Organisationen sind, die so in der Pensionsalter darf nicht an Blut gesagt gehen. Wir mengen, dass die Proposition, die wir heute machen, dass das eine ganz bescheidene Proposition ist, weil wir über 12 Jahre von 2015 gerechnet das Pensionsalter die EU heißen, wenn ihr wisst, dass an dem Zeitraum, selben Zeitraum, am Anfang Lebenserwartungen von den Leuten auch im Land EU, dann ist das relativ bescheiden. Wir können also nicht mengen,
dass den als Leute immer mehr gehen, aber giffen de Pensionsalter können bei 55 oder 57 Jahren bestehen los. Wir wollten als ADR, weil wir an der Vergangenheit praktisch all als Propositionen, die wir 89 gemäht haben. All die Propositionen, die wir 89 gemäht haben, hat 10 Jahre gedauert. Da waren Eispropositionen an keinem anderen sehen. Es waren Eispropositionen, die integral damals umgesetzt sind. Wir sind viel bekämpft gehen für die Propositionen, die wir gemäht haben. Wir haben durch Eis sind Pensionen am Privatsektor, kann es so neben dem Ajustement, die an denen letzten 20 Jahre waren, sind Pensionen am Privatsektor zusätzlich nach 40% verbessert. Für allem die Kleinpensionen, Tongerrente, Mindestpensionen sind massiv gehecht gehen. Das waren auch alles Propositionen, die von Eis kommen sind. In dem Sinn bis 1999 Stunden etappeweise, aber integral sind als Propositionen durchgesagt gehen, was ja beweist, dass wir als ADR damals richtig schluchen mit unseren Propositionen. Dann ist auch der Meinung, dass wir Heimaten richtig schleien und da muss einfach auch politische Courage weisen, für zu sagen, wir sind der Meinung nicht für die Generation, die haut an der Pension, sondern die nächsten 10 Jahre in Pension geht. Wir für als Kanner kann die junge Generation finden, wenn wir denen noch gerne eine Zukunft am Land garantieren, wo eine soziale Kohäsion möglich ist, wo es natürlich Grenzen gibt hier am Land, was Möglichkeiten überlangt von der Benutzung von der Natur, von den Infrastrukturen, von der Siedlung vom Land. Da muss ich auch die Courage für die kommenden Generationen, da muss man einen Schrack machen. Aber wenn in den Schrack mit Zeit möchte, dann geht der Mann weh.